An as dem Point Press haut wärt fir as als CSV-Fraktion immens wichtig, fir mal enker de Punkt ze machen mat all den Diskussionen, die de Moment rund mat Kirchefabriken heute zu Lützeburg schlafen. Erstens ass et fir eis als CSV ganz wichtig, fir nach enkeier eis Position zu de Kirchefabriken ze rappelieren, so wie mir se auch schon 2013 an unserem Wahlprogramm stehen hunn. Mir so ganz klar und deutlich, mir hätte gern eng Kirchefabrik pro Gemeng. Gemengen können, wann sie wollen, können weiterhin Kirchefabriken unterstützen, aber wenn sie das nicht können oder nicht wollen, da soll eng Mutuelle ersprangen, das soll eng Erdversicherungsgesellschaft geben, die neu geschafft wird, die von den Kirchefabriken selber verwaltet wird, wo die Kirchefabriken ein Quote dran abbezahlen, und das Mutuelle soll dann den Defizit von den Kirchefabriken decken, wenn ein Gemeng, wie gesagt, den Defizit nicht decken kann oder nicht decken will. Was sind heute als hauptsächliche Kritikpunkte am Gesetzesprojekt so wie es hier leid? Mir so ganz einfach, hier als ein Gesetzesprojekt gemäht gehen, wo am Vorfeld Verhandlungen gelaufen sind, wo aber nie mit den Konzernierten direkt geschwärzt gehen ist. Wie sie für uns die direkt konzerniert an diesem Dossier? Das sind Proprietäre von den Kirchengebäuden. Das sind einerseits Gemengen, andererseits Kirchenfabriken. Wir stellen aber fest, dass hier eine Konvention zwischen dem Innenminister und dem Bistum ausgehandelt ist und dass Gemengen und Kirchenfabriken nicht mit Tisch sitzen, wie das dort ausgehandelt ist, respektive wie dünne auf Basis von der Konvention, die dort unterschrieben ist, ein Gesetzesprojekt gemäht ist. Der Innenminister hat wohl gesagt, dass er mit den Gemengen geschwärzt hat, man hat es aber immer nicht informiert an seinen Versammlungen. Was bemängeln wir noch in diesem Gesetzesprojekt? Wir stellen uns froh, ob die Gesetzesprojekt, die ja auf einer Konvention basiert, ob den überhaupt eine legale Basis hat. Für was? Die Konvention, die den 26. Januar 2015 unterschrieben ist, berieft sich auf den Artikel 22 von unserer Verfassung. Den Artikel 22 sieht, dass die Relationen zwischen dem Staat und der Kirche, dass die Relationen über die Konvention können verhandelt gehen, respektive festgelöst gehen. Und an diesen Konventionen kann auch noch dranstehen, wenn neue Parteien, die sogenannten Ministre des Kult genannt gehen, wenn sie revokiert gehen und so weiter. Wir stellen aber heute fest, dass eine Konvention unterschrieben wird, wo es Kirchengebäude geht. Das heißt, es geht den Besitz von Drittpersonen, die nicht mit Verhandlungstisch sitzen. Und en plus geht es heute nicht an unseren Namen direkt eine Relation zwischen Kirche und Staat, aber es geht, wie gesagt, die Besitzthema von den Kirchenfabriken und von den Gemengen. Und dafür stellen wir uns zumindest froh, ob die Konvention sich darf, ob den Artikel 22 von der Verfassung berufen oder nicht. Ein anderer Kritikpunkt, den wir an der ganzen Sache haben, ist, dass sollen die Besitzthema rübergehen an den Fonds. Es liegen aber noch keine Statute von dem Fonds dich. Das heißt, wenn nur an der Chambre darüber aufgestimmt wird, riskiert das ein Katz am Sack zu geben für die Deputierte, wenn die das müssen aufstimmen. Und dann haben wir, wie gesagt, an dem ganzen Dossier auch noch ein Problem mit der berühmten Autonomie kommunal, weil die Gemengen ganz einfach verboten kriegen, für in Zukunft noch weiterhin Kirchengebäude finanziell zu bezuschussen. Das heißt, ein Gemeinde kann in die Kokass-Situation, wo sie da hingehen und sagen, wir unterstützen irgendeine ASBL, die vielleicht eine Kirche an einem Entwicklungsland baut, aber wenn da um die Kirche geht, die auf ihrem Territorium liegt, da darf ein Gemeinde nicht mit intervenieren. Und da haben wir ein Problem, wenn wir so, die Gemeinde kann nicht mehr selber dezidieren, was sie will oder nicht. Des Weiteren so wir auch die Stadt Lützeburg darf weiterhin Kathedrale an der Stadt finanzieren, respektive die danach eine Gemeinde darf weiter die Basilika unterstützen. Für was dürfen die zwei Gemeinden hier lokal Kirchen noch unterstützen und alle guten Indianergemeinden kriegen nicht verboten? So so wir uns auch an Eisen an, gehen an diesem Gesetzesprojekt Gemeinden nicht alle gute gleich behandelt.